Servus zur Persönlichkeitsentwicklung auf Borisch. Heute einmal ganz anders und zwar im Interviewstil. Was zeichnet einen Menschen aus, der mutig ist? Einen mutigen Menschen zeichnet immer das aus, dass er bereit ist, für das, was er will, auch wirklich was zum Tun. Und was braucht man da dafür? Am besten fangst du an mit einem Ziel, das dir wichtig ist. Und da kommt schon die erste Unterscheidung von Wunsch und Ziel. Ziel ist das, wo ich bereit bin, auch mich wirklich zum Bewegen. Ein Wunsch hingegen ist eher was nice to have. Das zweite ist, dass du auch den Willen, etwas zum Tor mitbringen musst, weil sonst tut sich nichts. Es wird dir keiner abnehmen und ganz viel warten immer auf das, dass das sich schon irgendwie erledigt oder irgendwas vorwärts geht. Das hat noch nie was gebracht. Hast du den Satz schon mal gehört? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Egal, ob man Gott oder Universum sagt oder wie auch immer, das ist wurscht, du musst irgendwas dazu tun. Und das dritte ist elementar wichtig, weil das ist das Chancenbewusstsein. Das ist nämlich genau das, wo das Leben, also ein gelbe Wurm vor die Nase hängt. Das heißt, das Leben schickt dir eine Situation oder einen Menschen, der wo dir zu deinem Ziel weiterhelfen kann. Und jetzt kommt es aber darauf an, dass du die Situation erkennst und dann auch was tust. Und das zu erkennen, das sind oft ganz, ganz kleine Sachen. Und das rauszufiltern, um dann das Richtige zum tun. Hast du denn einen Tipp, was Menschen machen können, die sie vielleicht noch nicht so für sehr mutig halten? Unbedingt. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Übung, die habe ich selber schon mal gemacht. Und zwar, such dir 5 Menschen, deren Meinung dir wichtig ist. Bitte die innerhalb der nächsten 3 Tage eine Referenz zum Schreiben. Eine Referenz, das kennt man vom Arbeitszeugnis her, vom Arbeitgeber. Das beinhaltet, was hast du für eine Eigenschaften, positiv, negativ, wie bist du so drauf, wie sieht man dich als Menschen. Das sollen diese 5 Leute erstellen. Wenn du das einer gibst als Aufgabe, dann kriegst du wahrscheinlich nicht alle 5, sondern wahrscheinlich 3. Die reichen aber auch völlig aus, weil das, was du da zum Lesen kriegst, das treibt dir wahrscheinlich erst einmal die Tränen in die Augen, weil das ist das, was andere Menschen tatsächlich über dich denken. Und da ist nämlich die Fremdwahrnehmung oft viel, viel besser als für das, was man selber von sich denkt. Hast du denn vielleicht noch ein Beispiel zum Thema Mut? Ganz einfach, du triffst zum Beispiel im Zug jemanden, den du total attraktiv findest. Und jetzt geht das Geratter im Kopf los. Soll die ansprechen, soll die nicht ansprechen? So, dann vergehen schon mal 5 Stationen, bis du überhaupt der Meinung bist, ich kann ja jetzt vielleicht was tun und bis dahin ist der Mensch ausgestiegen. Bereuen tut man immer das, was man nicht gemacht hat. Und deswegen die Empfehlung von mir, red denjenigen einfach an. Hey, was hast du denn zum Verlieren? Gewinnen kannst allemal und wenn es an Erfahrung ist. Lad denjenigen zum Kaffee ein oder zu was auch immer und probier's aus. Es ist aber erstaunlich, was dann bei sowas entstehen darf und entstehen kann. Zusammenfassend kann ich sagen, wenn es ums Thema Mut geht, such dir das, was wirklich wichtig ist und dann kneift Arschbacken zusammen und tu es aber auch. Und freu dich dann einfach am Ergebnis.